Es ist Mittwoch, der 3. Juni. Ich begrüße euch herzlich mit dem Psalm 34,16. Das ist das Losungswort von heute. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Dazu aus der Bergpredigt, Matthäus 7,7, der Lehrtext. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Heute beschäftigen wir uns mit dem ernüchternden Bild vom Gerechten. Wenn man so schaut, wie der alles müssen erbitten und vielleicht sogar ein bisschen zusammenbetteln. All das, was ihn schlussendlich ausmacht. Oder wie er sich zusammensuchen musste. Wie es ihm nicht einfach ist vor den Füßen gelegen. Oder wie er auch x-mal musste anklopfen. Ja, und es wird noch krasser. Der Gerechte muss schreien. Er muss schreien zu Gott. Er ist in so einer miserablen Lage, dass er ohne Hilfe gar nicht weiterkommt. Er kann nichts vorweisen, wo er sich darauf berufen kann, wo er damit stolz sein kann, wo er damit prahlen kann. Der Gerechte ist der ausgenüchterte, stolze Mensch vom Vorabend. In seinem bisherigen oder vorherigen Dasein und Leben hat er sich selber etwas vormachen können, das ist jetzt vorbei. Die Trunkenheit vom Heldentum ist weg. Ich war Präsident vom Alkoholfürsorgeverein am Zeftigen, mehrere Jahre. Das war ein bisschen von Amtes wegen als Pfarrer. Das ist jetzt nicht ein Job, den ich speziell geliebt oder auch gesucht habe, aber ich habe gemerkt, das ist sehr wichtig und ich habe mich ein bisschen gelernt auseinandersetzen mit diesen Problemen, weil der Alkoholfürsorger hatte manchmal einen öffentlichen Vortrag gehabt, unter anderem, was hilft der Alkohol den Leuten verdrängen? Welche Art von Hilflosigkeit wird damit überspielt? Mit anderen Worten, jetzt hier in unserem Vergleich, der Gerechte ist der Hilflos. Und der Gerechteste, das wäre dann noch der Hilfloseste. Denken wir nur an Jesus am Kreuz. Und weiter gefolgert aus dem heraus, müssen wir sagen, ohne Katzenjammer wird niemand gerecht. Ohne dass er den Kater hatte, kommt gar niemand von seiner Selbstgerechtigkeit weg. Erst dann ist der Rausch verflogen. Wir kennen ja ein bisschen die kleinen Äugli oder Gliederschmerzen, man kann fast nicht aufstehen, man wird kleinlaut, es ist ein bisschen peinlich, man schleicht umeinander. Am besten beschreibt das, und gerade in der Übersetzung von Martin Luther, Sprüche 23, 29 bis 35. Da sieht man, wenn es jetzt zur Sucht geworden ist, ich erlaube mir, die paar Verse vorzulesen. Sie sind sehr anschaulich. Wo ist Weh, wo ist Leid? Wo ist Zank, wo ist Klagen? Wo sind Wunden ohne jeden Grund? Wo sind trübe Augen? Wo man lange beim Wein sitzt und kommt auszusaufen, was eingeschenkt ist. Sieh den Wein nicht an, wie er so rot ist und im Glase so schön steht. Er geht glatt ein, aber danach beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Da werden deine Augen seltsame Dinge sehen und dein Herz wird Verkehrtes reden. Du wirst sein wie einer, der auf hoher See sich schlafen legt und wie einer, der oben im Mastkorb liegt. Sie schlugen mich, aber es tat mir nicht weh. Sie prügelten mich, aber ich fühlte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Dann will ich's wieder so treiben. Anfänglich ist es vielleicht eine Enthemmung, die man erlebt, so etwas wie eine Befreiung, brauchen wir das Wort hier mal. Später wird es zur Abhängigkeit, es sticht wie eine Schlange. Und man merkt nicht mehr, wie grotesk das Ganze eigentlich aussieht. Vom Balkon vom Himmel oben runter sieht die Selbstgerechtigkeit aus wie ein nimmer endender Rausch. Ja, ich kann es ein bisschen vorführen. Es ist ein verändertes Bewusstsein
Und es verlangt auch immer nach mehr. Und die Mickrigkeit kann man damit überspülen, es fühlt sich an wie heilig. Überspülen oder eben auch überspielen. Da ist zuerst immer ja auch die Ablehnungswunde in einem Leben. Da schenkt man mal ein. Wie spürt die tiefe Wunde nicht? Sie kommt vielleicht aus der Kindheit oder ist neulich wieder neu geschlagen worden. Aber das befreit eben noch nicht ganz von dem, was man sagt, ein Minderwertigkeitskomplex, weil dort kommt ja aus allen Poren raus. Der ist in den Redensarten und vielleicht ist der Mensch sogar einer, der stagelt. Also schenkt er wieder ein. Für auch den Teil, der zur Gewohnheit geworden ist, der so wie der Lebensberuf geworden ist, von ihm können zu überspielen. Und dann passiert noch etwas Seltsames, wenn er nicht noch einmal einschenkt, dann erlebt er nämlich die Enthemmung und plötzlich kann er reden wie ein Siebensiech, er gehört voll dazu, er fühlt sich nicht mehr abgelehnt, er kommt aus sich raus. Es ist erstaunlich, was er dann plötzlich auch noch für Gaben und Fähigkeiten hat oder glaubt zu haben. So kommen sie zusammen für auszutrinken. Die Ausnüchterung von der Selbstgerechtigkeit, von dem anderen Rausch, den ich hier eigentlich davon rede, die kommt ja nicht immer postwendend am anderen Morgen. Der Rausch kann sehr lang anhalten, vielleicht eine ganze Lebenssaison lang. Selbstbetrug ist etwas, das andauern kann. Aber plötzlich können sich die Ereignisse überschlagen und jemand sitzt am Boden von der Realität und reibt sich die Augen weh. Habe ich jetzt daher kommen an diesen Punkt? Das ist genau dann, wenn der Gerecht entsteht. Es ist die Geburt des Gerechten. Es sieht nicht schön aus. Dem zuzuschauen ist äußerst bemühend. Es tut ihm weh, das müssen anzuschauen oder auch anzuhören. Es fühlt sich peinlich an. Er schreit plötzlich zu Gott. Der Mensch schreit zu Gott, er hat es vorher so noch nie gemacht. Vielleicht ist er ein Burnout-Patient, ist in einer Klinik. Die anderen können ihn nicht so besuchen. Sie ertragen den Anblick nicht. Das ist doch einer von uns. Was hat jetzt der plötzlich? Und man will sich das nicht zu leid tun. Man glaubt immer noch an die eigene Leistungsform, die man vielleicht sogar noch in Hochform betreiben kann. Vielleicht hat es mittlerweile auch Scherben in einer Beziehung. Vielleicht ist das sogar der Anfang von dem, wo man sagt, der Niedergang. Vielleicht ist die Familie auseinandergefallen. Ein Unternehmen ist vielleicht zusammengefallen. Am Heiligen Abend habe ich jemanden besucht, der eine grosse Bude aufgebaut hat, sehr tüchtiger Handwerker, hat sich auch überlüpft. Er konnte die Grenzen nicht so richtig abschätzen. Sie haben ihm durch die Betreibung alles weggenommen. Am Heiligen Abend hatte er noch ein Bett, einen Stuhl und einen Schaft. Der Hilflose holt jetzt Hilfe. Er hat alles verloren. Am allermeisten natürlich seine Ehre. Eben seine Selbsteinschätzung. Vielleicht auch seine Selbstgerechtigkeit. Sein Leistungsprinzip. Eben das, was er sich immer vorgemacht hat. Ganz oben hat er bis jetzt vielleicht nie müssen anklopfen und bitten. Hier unten auf der Erde schon. Da hat er sicher manchen Bittgang müssen machen, hat oftmals müssen anklopfen. Und selbst wenn er als Dauerwäscher hat angefangen hat, das die auch geheissen. Es war eine mühsame Suche, aber immer ist ein Türchen aufgegangen. Er konnte es sich zuschreiben, sich und seinem Fleiss. Aber jetzt ist auch das vorbei und er muss zuoberst nachfragen. Der Zustand fühlt sich für ihn so krank an. Aber der kranke Zustand, das, was ist wie ein Kater, das, was ist wie ein Katzenjammer, das ist in Wahrheit Gesundheit. Es gibt nämlich gar keinen gesunden Stolz. Die Leute reden sich das nur ein. Das ist eine Schönfärberei. Stolz ist immer etwas Krankes. Aber einer interessiert sich für den Patienten, der gerade dran ist, gesund zu werden. Durch sein Schreien, durch sein Klopfen, durch sein Suchen. Er ganz oben, der Vater, weil er Vater schafft. Er interessiert sich brennend für den letzten Schrei. Weil für ihn ist das Musik in seinen Ohren, tönt das wunderbar. Sein Herz geht dabei auf, sein Maul geht dabei auf. Er fängt an zu reden, er schickt
Engel aus, sie schwärmen aus, für schon die Sachen bereitzustellen, die dann jetzt werden kommen. Sein Plan wird vorgeholt, den er schon lange gemacht hat für den Menschen. Und im Stellwerk werden schon ein paar Weichen gestellt, die dann in eine ganz neue Richtung werden führen. Endlich, kann man sagen. Es gibt nicht so viele Ausgenüchterte, solche, die den Rausch komplett hinter sich haben. Währenddem, dass ich vorbereite, bekomme ich ein Telefon und einer sagt mir, ich habe es jetzt nicht bekommen. Und er sagt es sehr erleichtert. Es ist um eine Lehrstelle gegangen, mir hat ihm einen guten Lohn angeboten. Und es wäre etwas, das für ihn sehr auf der Hand gelegen wäre. Es hat 2, 3 Sachen gegeben, die ihn ein bisschen stutzig gemacht haben. Und er ist nicht einfach reingefahren. Mittlerweile war er auch an dem Punkt, dass er gesagt hat, ich muss mir nichts erobern, ich muss mir nichts holen, ich muss nicht ein Held sein in diesem Leben. Ich suche die Gerechtigkeit von Gott. Ich will machen, was er mir sagt. Ich will durch die Tür gehen, die er auftut. Und so hat man gebetet, mir gefragt, mehrere haben einen Eindruck gehabt, übereinstimmend, das ist nicht die richtige Lehrstelle. Und darum hat er dir auch selber angefangen zu bitten, Gott, lass nicht zu, wenn es nicht sein soll. Gib es dir komplett ab, es muss ja auch nicht sein. Und es war ganz erleichtert, dass es schlussendlich nicht so war. Der ernüchterte Mensch, der gerecht nämlich aus der Sicht der Bibel, es macht ihm nichts aus, einmal mehr zu bitten, zu fragen, anzuklopfen, zu suchen, weil er weiss, wenigstens wird ich dann nicht abstürzen irgendwie auf eine harte Realität, sondern die leben ja schon auf dem Boden der Realität. Ich wünsche euch einen schönen Tag.